Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch und zur ersten Folge von Nutri-Blender Session von Hotel. Ich bin ja gespannt. Ich habe jetzt nämlich die ganze Betriebsanleitung, die nicht wahnsinnig lang war, studiert. Und wer es interessiert, wie ich das wunderbare Teil hier, das übrigens sehr gut verarbeitet ist, habe ausgepackt, der darf sehr gerne noch aufs Unboxing-Video gehen und dort schauen, was ich dort gemacht habe. Und ich habe mir überlegt, jetzt in der nächsten Zeit wird regelmäßig so ein Nutri-Blender-Rezept kommen und ich fange mit einer Suppe an. Etwas Einfaches und ich fange mit einer Suppe an, die ich schon ewig lang machen, nämlich eine Spinatsuppe. Ich liebe Spinat. Ich könnte jeden Tag Spinat essen. Es ist fast so die grosse Liebe wie Sauerkraut. Als allererstes muss ich einfach all die Zutaten, die ich hier parat gemacht habe, hier reinbekommen. Mehrere kochende Herdöpfel, gehackte Zwiebeln, Nudeln. Und jetzt probiere ich den Spinat reinzutun. Und jetzt sollte hier noch die Suppe reinkommen. So. Jetzt kommt es hier drauf. Und jetzt muss ich hier auf Start drücken und dann eigentlich nur noch auf Soup. Es macht noch nichts bis jetzt. Da tönt es. Und es tut bewegen. Das ist ja spannender als ein Krimi. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Und ich habe natürlich auch viel zu viel reingefüllt. Und der Spinat so viel Volumen hat, man sollte ihn nur bis hier oder so füllen. Egal, Leben am Limit! Es hat irgendetwas gemacht. Hey! Also gut sieht sie aus. Sind wir ehrlich? Also, es sieht auch nach Suppe aus. Tada! La Soupe. Und jetzt geht es eigentlich nur noch ans Probieren. Es dampft. Salz, Pfeffer und sonst schmeckt sie super fein nach Spinat. Man spürt noch so ein bisschen die Herdöpfelstückchen drin, aber sie ist wirklich sehr, sehr schmackhaft. Und ich habe wirklich praktisch nichts machen. Also man muss jetzt wirklich einfach nur noch abschmecken. Und die gibt es jetzt heute bei uns zum Snack. Und dazu mache ich einen Kürbis-Speckkuchen. Das Rezept findet ihr auf der Webseite. Wird auch bombastisch mit diesem Süppli zusammen. Hey, und ich habe wirklich nichts machen. Nur ein bisschen zusammenhacken, reingehen, anlassen, fertig. Und dann hat sich das Ding selbstständig gemacht und nebenan können bügeln. Mega gut. Machen wir wieder. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Ich hoffe, euch auch. Wenn euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, ein Like oder was auch immer. Ich habe immer mega Freude an Kommentaren. Los von Rom und einen guten